Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Viva la Movilusion, die Wiedergeburt. Mein Name ist Corby, heute mit dabei der Gurkenkane. Hi! Krumme Gurkenkane, was ist das nochmal? Krumme Gurkenkane, sorry. Das hat sich da verschrieben. Schönen guten Tag. Endlich die Fortsetzung zum grausamen Viva la Movilusion Dominion. Genau, richtig, die Sägewerk Edition. Aber dieses Mal, glaube ich, müssen wir nicht extra ins Sägewerk fahren. Nein, diesmal lassen wir Zug ausgeschalten. Ja, richtig. Weil wir zwar waren mal wieder im Kino und haben uns das nicht nehmen lassen und haben uns den neuesten Jurassic World Film angeschaut, und zwar Jurassic World Rebirth. Und da können wir gleich mal so viel verraten. Rebirth ist eigentlich innerhalb des Films gar kein Thema, sondern es bezieht sich auf die hoffentlich, oder wer weiß, neue Reihe, die da entsteht. Sie wollten damit einfach zum Ausdruck geben, so, jetzt vergessen wir mal, was die letzten 3 Filme so passiert ist und konzentrieren uns vielleicht nochmal ein bisschen auf was Neues. Ja, ganz vergessen müsst ihr es nicht. Es müsst zumindest wissen, dass die Dinos in Jurassic World 2 ausgekommen sind und die Welt versucht haben, wieder zu bevölkern. Genau, mit Betonung auf versucht haben, weil die hat's zurückgedrängt, weil die Natur hat dann gesagt, nee, du. Ne, Idioten. Euch gibt's ja eigentlich gar nicht mehr. Ihr dürft höchstens nur am Äquator leben, aber das war's dann auch schon. Genau, ansonsten verpisst euch. Ja, richtig. Kackbratzen. Nichts mehr mit Dinos mit Laserpointer steuern und so ein Zeug. Oh. Ja, wir haben ja jetzt hier einen Film, wo auch einer Dame ein großer Kindheitswunsch erfüllt wurde. Und zwar der Scarlett Johansson. Die hat sie, seit sie ihr kleines Kind war, gewünscht, dass sie in einem Jurassic-Film mitspielt. Und endlich haben es dann von Universal Pictures gesagt, du weißt was, verzicht auf der Gage und mach da mit. Na, ganz so schlimm ist nicht. Also ich hoffe, sie hat ein bisschen Geld dafür gekriegt, aber... Ja, ein Zwickel 20 wird schon gekriegt haben. Ah, wahrscheinlich. Und ein Poster. Ja, unterschrieben vom Regisseur dann. Aber sie hat mitspielen dürfen. Es ist ja so ein Fan, dass er gesagt hat, ihr war es wurscht, wenn es gerade eine Rolle war, wo es in die ersten 5 Minuten gefressen wird, Hauptsache sie darf in dem Franchise einmal auftreten. Ja. Sag ich genauso, da die auch machen. Wie nimmst du das wahr? Sie hat ja die Sora gespielt und war eine der Hauptfiguren. Hat sie das gut gemacht oder dazu sagen, das reicht jetzt aber? Nein, das hat schon gut gemacht. Ich sag jetzt Scarlett Johansson ziemlich gern. Die finde ich so eine Top-Schauspielerin, jetzt nicht nur wegen der Optik, dass ich da nicht wieder drauf reduziert wird, dass ich nur auf die Affen glotz, sondern ich sag die Dame wirklich gern auf der Leinwand, und die hat schöner frischen Wind mit eingebracht, finde ich, mit ihrer Art. Ist ja eh schwierig, optisch bei dem Film gegen Dinos zu konkurrieren, weil die Dinos, die waren schon ein Augenschmaus. Bis auf den großen Mutanten, ja. Ja, Kane, magst du unsere lieben Hörer vielleicht kurz umreißen, um was es denn in Jurassic World Rebirth, beziehungsweise auf Deutsch, weil die Deutschen kennen kein Englisch, Jurassic World, die Wiedergeburt, den geht. Kann ich machen. Also, wir haben hier den Rupert Friend, der Martin Krebs spielt, und der, jetzt weiß ich zwar die Firmennummer, aber die haben damals auch die ganze InGen-Technologie und dann aufgekauft, nachdem die durch Bankrott gegangen sind. Parker Jennings. Wie? Parker Jennings, genau. Und die wollen Mittel gegen Herzkrankheiten, kannten die machen. Dazu brauchen sie aber von 3 der größten Lebewesen, sprich Dinosaurier, die es gegeben hat, Blutproben. Und dafür organisieren sie einmal die Sora, eben die Scarlett Johansson, die so eine Art Söldnerin ist. Wie hat sie es genannt? Jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein, wie sie sich selber bezeichnet hat. Also sie hat's Kriseninterventionsding, irgendwie so, kann es sein? Ja, genau, sie hat nicht Söldnerin gesagt, sondern sie hat's hübsch umschrieben. Ja, genau. Wie nennt man das dann? Ein Euphemismus, oder? Euphemismus? Weiß ich nicht. Googelt mal später mal. Die gute Frau hat ein kleines Team, mit denen sie dann immer unterwegs ist. Es besteht aus dem Duncan, gespielt von Mahershala Ali, und dann haben wir noch den Ed Skrein, an Bobby. Und sie wollen sich dann noch den Dr. Henry Loomis organisieren, der vom Jonathan Bailey gespielt worden ist.
Schöne Anekdote, kleines Kopfnicken in Richtung des Halloween-Franchise an Dr. Loomis, Donald Pleasence seine Rolle von damals. Auf alle Fälle wissen die dann auf die Insel, wo damals geforscht worden ist, die ersten Genversuche und so weiter. Und müssen sie da diese Blutproben holen. Dann rumpeln sie da auf dem Weg mit dem Schiff dahin finden sie noch ein in Seenot geratenes Segelboot mit einer kleinen sympathischen Family. Ja, und wie der Zufall so will, ist das halt alles nicht vom Glück begleitet, sondern sie haben da geraten dann auch gleich mal in geschäftliche Schieflage, nenne ich es jetzt mal. Und müssen sie dann durch diese Dino-verseuchte Insel durchkämpfen. Auf diesem Weg müssen sie natürlich, ist das Geschäft darf ja nicht hinten anstehen. Der Herr Krebs ist da natürlich voll dahinter, dass man immer nur die Blutproben organisiert, weil da Milliarden, wenn nicht sogar Billionen dran hängen, wenn man diese Medizin erfinden kann. Und dann haben wir eigentlich so typisches Jurassic Park. Also ich sage jetzt auch eher bewusst Jurassic Park 1 und 2 Feeling als die anderen World-Teile zum Beispiel, sondern weil wir halt wirklich wieder mal nur geil auf einer Insel unterwegs sind, durch Dschungel, durch Wiesen, ein bisschen Gebirge. Das finde ich, das war schon mal so ein kleines Highlight für mich, dass das bei mir wieder ein wenig dieses Feeling hat wecken können. Ja. Der verklang an Story-Umschreibung, oder? Das klangt auf jeden Fall. Wer mehr möchte, soll selber ins Kino gehen. Wie du es auch schon gesagt hast, wir haben zufällig genau Wasser, Land und Luft, weil die 3 größten bekannten Tiere, also die größten bekannten Dinosaurier, sind eben zu Wasser, zu Land und zu Luft. Und zwar der Mosasaurus. Das ist übrigens mein neuer Lieblingsdino im Wasser. Dann so viel Mozart wie du. Na, weil der einfach geil ist und geil ausschaut. Dann der Titanosaurus, der sie anscheinend auf eine minimalste Größe schrumpfen kann, um in hohem Gras unterzugehen. Und Quetzalcoatlus, der in der Luft eben alles unsicher macht. Der größte jemals gefundene Flugsaurier, meine war das, oder? Genau, neben den Tauben. Fettsaugtauben. Und wie du es ja auch schon gesagt hast, die Insel wird vor allem bewohnt von mutierten Viechern, weil die haben eben da so eine Forschungsstation gehabt, wo es neue, coole Kreationen machen wollten für die Parks und haben aber dann leider so das ein oder andere Missgeschick verursacht, wodurch dann die Insel gleich mal geschlossen worden ist und die dann alle gesagt haben, okay, die hässlichsten Viecher kämen dann da erstmal hier. Ja, weil so wie Snickers einfrisst, die Fettsäcke. Ja, genau, richtig. Snickers war schuld. Und da gibt's nämlich einen mutierten Tyrannosaurus und der heißt dann D-Rex mit D wie Dora. Distortus Rex. Wird zwar nie im Film gesagt, das muss man nachlesen. Und der ist echt verdammt hässlich. Ja, er ist richtig hässlich. Er ist irgendwie... Ja, T-Rex ist mit drinnen, dann glaube ich, der Kopf ist ja auch so ein bisschen wie von dem Titanosaurus. Und ich weiß gar nicht, was da Neues drinnen ist. Also, das ist, der war, da kann ich gleich vorwegnehmen, der war mir ein bisschen, ja, ist so cool in Szene gesetzt dann, aber ich bin halt einfach ein Fan von den schlichten, normalen, echten Dinos, die es gegeben hat. Ich habe mal als Vorbereitung, ich habe es in der Warleck Show erzählt, den Jurassic World Dominion vorher nochmal angeschaut, weil ich irgendwie gedacht habe, naja, wenn am Ende der 4. Teil dann doch auf irgendwas aufsetzt, das der 3. verbrochen hat, dann habe ich das zumindest wieder frisch im Gedächtnis. Aber Gott sei Dank haben sie das nicht gemacht. Und er wird nicht besser, der 3. Teil, wenn man sich ihn nochmal anschaut. Das glaube ich gleich. Ich habe mir damals auch nochmal da gibt es ein bisschen eine längere Version auch vom Dominion, die hat mir ich dann auch nochmal Odo. Und die hat's nicht besser gemacht. Also dieser Film ist wirklich unrettbar. Ja, richtig. Und du hast ja jetzt schön umschrieben, wer alles mitspielt. Und ich muss sagen, mir haben die Charaktere echt Spaß gemacht. Ich habe zwar jetzt wieder viele Kritiken gesehen und gehört und gelesen, die sagen, ja, die haben nur am Anfang eine Charakterentwicklung und dann geht es wieder steil bergab. Leid, es geht in den Filmen hauptsächlich um die Dinosaurier. Dann reicht mir das schon mal, wenn die Leute 5 Minuten erklären, was ihr Problem ist. Ja. Und mehr will ich doch gar nicht wissen. Also von dem her. Ist jetzt auch kein Augenmerk, ist jetzt auch für mich, weil es für mich auch kein Schwerpunkt, der ganz wichtig ist beim Jurassic Park oder World-Film, dass ich da ganz tiefgreifende, über den Film wegdauernde Charakterentwicklungen habe. Wie du schon sagst, Anfang eingeführt, okay, jeder hat ein bisschen seine Problemchen, die werden immer wieder erwähnt. Das ist genau das, was mir gelangt für den Film und dann Dinos, hallo, schneller, mehr.
Leute aufessen. Natürlich haben wir wieder ein paar Logiklöcher mit drin. Die Dinos sind nämlich am Äquator und der Äquator ist mehr oder weniger dann, oder da, wo die Dinos leben, so verbotene Zone geworden. Also das heißt, da dürfen gar keine Menschen hin und deswegen machen die das heimlich, dass die da eben auf die Insel dann hinschippern. Und dieser Konzern muss die Söldner da und auch den Wissenschaftler mit Unsummen an Kohle locken, dass sie dann da überhaupt auf die Insel hinfahren. Und anscheinend ist es aber gar nicht so gut gesichert, weil da eben eine Familie mit ihrem Schiff da auch einfach hinschippern kann. Und sie dann wundert, ey, krass, das sind ja Dinos. Ja, wer weiß, vielleicht sind ja die Dinosaurier vielleicht sind ja die Dinos aus der Zone rausgeschwommen. Ach so, die sind schuld. Vielleicht waren die gar nicht in der Zone. Ach so. Das ist eine grenzwertige Geschichte. Das müsste man nochmal nachforschen, wer eigentlich Schuld hat. Ja. Wer da der Aggressor war. Also, wer auf absoluten Realismus steht, der sollte vielleicht einen Bogen um den Film machen, aber um das geht's eigentlich ja nicht. Das ist ein richtig geiler Popcorn-Film, richtig cooler Actionfilm. Und mir hat der einfach Spaß gemacht. Natürlich ist es ist, wenn man jetzt mit Jurassic Park vergleicht, eine ganz andere Hausnummer, aber wenn wir jetzt mal in diesem Jurassic World Franchise drin bleiben, dann ist es schon einer, der die vorderen Ränge beheimatet. Ja, da ich auch sagen. Also, es ist bei weitem kein richtig guter Film nicht, weil dafür einfach zu viel Blödsinn auch passiert, wo du ab und zu einfach wirklich mit Händen vom Kopf zusammenschlagen möchtest und sagst, wie kennst du denn so etwas da? Wie kannst du das jetzt so machen? Aber mir trotzdem auch die ganze Zeit bei Laune gehalten, weil sie immer irgendwie was rührt, weil er echt abwechslungsreich ist. Da habe ich ihm viel dumme Sachen, wie zum Beispiel das ständige Umeinanderschreien. Da wo ich sag, holt's doch endlich mal ein Maul, ihr seid auf einer Insel, wo ich alles fressen möchte, was rumläuft, gefühlt. Und ich hab's nichts zum tun, als die ganze Zeit zum Schreien, ich gegenseitig auch zum Schreien, nach die Leute zum Schreien und was weiß ich, holt's einfach mal ein Maul. Das hat mir bei Jurassic Park 3 schon so aufgeregt, da hat er das Rindviech, die am Punkt gesagt hat, auch nicht ihr Fotzen halten können. Und mit Jurassic Park 3, da die jetzt den Film am meisten vergleichen, wobei die Familie, die es damit einbaut haben, so ein bisschen, so minimal Vibes in Richtung von dem ersten Teil auch noch geben. Aber das fand ich echt cool, dass die Familie nur mit einbaut haben, weil dann dadurch nochmal so ein anderer Spaßfaktor und Mitfieberfaktor dabei war. Ich meine, der Karl und ich, wir waren uns ab dem Auftauchen einer bestimmten Person von dieser Familie einig, okay, die dürfen's fressen. Sauber, Weg mit dem. Hauptsauberl. Aber wobei er sich ab und zu, er hat schon er ist zwar ein riesen Arschloch, aber er hat dann dazwischen wieder so, was sagst, du bist gar nicht so blöd. Du bist doch blöd. Na, wobei jetzt geht, halt doch dein Mal doch wieder. Ja. Er war sehr, sehr dehnbar, was seine Sympathie angeht. Der Film ist übrigens gemacht worden vom Gareth Edwards und der hat ja unter anderem einen der besten Star Wars Filme gemacht, und zwar Rogue One. Mhm. Und auch den 2014 rausgekommenen Godzilla, der mir persönlich auch sehr viel Spaß gemacht hat. Ich sehe. Es war mir jetzt nicht unbedingt aufgefallen, also so heißt, wenn ich jetzt danach gefragt worden wäre, ob ich einen Tipp hätte, wer den gemacht hätte und der wäre zur Auswahl gewesen, dann hätte ich jetzt das nicht unbedingt vermutet. Na. Also ich glaube, dass er da an der einen oder anderen Stelle ein bisschen ausbremst worden ist. Und ich weiß nicht, ob du das vielleicht auch recherchiert hast, aber ich habe jetzt vorhin auch noch mal gelesen, er hat ein paar No-Gos vom Mr. Spielberg bekommen, weil der Spielberg hat eine der ersten Schnittfassungen sehen dürfen und hat dann da gleich mal diverse Hommagen von seinem eigenen Film rausschneiden lassen. Er habe ja da mal dazu gesagt, er hat ja da, ich glaube, er war gerade im Schneideraum und haben auf den Anruf gewartet. Und er hat gesagt, normal, wenn jemand kommt und schmerzt in der Werke, dann denkst du so, ja, okay, nehme ich gern an, aber man hat ja immer so, und das finde ich eigentlich, das kennst du wahrscheinlich auch selber, wenn jemand sagt, dass du sagst, was möchtest du überhaupt von mir? Das hast du einfach so ein bisschen im Hinterkopf. Er hat gesagt, aber wenn der Spielberg anruft und das macht, und du denkst also, was hast du jemals gemacht? Dann denkst du, ja, er hat jedes Meisterwerk, das du vergötterst, hat er gemacht. Also Spielberg sagt noch gerade, was möchtest du, ich setz alles um, was du sagst. Ja, unter anderem den Start hat er dann abändern müssen vom Film. Das war anscheinend sehr stark an Jurassic Park auch angelehnt. Man hätte unter anderem gesehen, wie es die Forschungsstation bauen und so. Und er hätte den Mr. DNA drin gehabt. Den hat er auch ausbauen müssen. Ja gut, den haben wir ja bei Jurassic World schon wieder gehabt. Also
müssen wir nicht jetzt jeden Film die gleichen Hommagen haben. Aber der hat ja an sich sehr viele tolle Hommagen an den ersten Teil drinnen, wenn du nur sagst am Anfang, wo sie im Museum vom Dr. Loomis sind, wo sie gerade den Banner obernehmen, der über dem Skelett hängt. Das ist ja eine super tolle Hommage an den ersten Teil, an das Finale vom ersten Teil. Oder auch die Tode, ohne dass wir jetzt Namen sagen, aber es gibt einige Tode, die schön an die alten Teile angelehnt sind. Es gibt einmal einen Menschen, der zerrissen wird. Das ist eine schöne Hommage an Jurassic Park 2, an den Tod vom Eddie, der von die 2 T-Rex gefressen wird. Oder dann liegt einmal, sagt man auch noch so ein Hemd einmal nur am Fokus. Das ist auch nochmal eine schöne Hommage an den ersten Teil an die Hand vom Ray, gespielt vom Samuel L. Jackson damals. Oder auch am Anfang, wenn der Rupert Friend, der Martin Krebs, wenn er da ins Auto, in Seitenspiegel reinschaut, da steht ja dann dort, Objects in the mirror are closer than they appear. Das ist auch nochmal so ein schönes Nicken in Richtung Teil 1, die T-Rex-Verfolgungsjagd. Weil wenn der da kommt, und man schaut da an, der so ins Seitenspiegel und kommt auch so schnell Vierer und da steht der gleiche Spruch dort. Und das finde ich dann eigentlich viel schönere kleine Verneigungen gegenüber die Originalteile, als jetzt so wie ein Mr. DNA einfach nur mal voll ins Bild halten, weil das ist halt total offensichtlich. Aber so kleine Dinger finde ich da viel netter. Wie eben die Tode, die ich am Anfang gesagt habe, da haben wir sofort gedacht so, das ist jetzt, glaube ich, ein kleines Verneigen vor dem Kill und vor dem aus dem Teil. Die sind richtig schön platziert gewesen. Ja, und ansonsten hat er ja trotzdem so ein paar Spielberg-Vibes auch außerhalb von Jurassic Park dann nur mit einbaut. Zum Beispiel da, wo es den Flugsaurier heimsuchen. Da haben sie ja dann einmal so eine Szene drin, die erinnert sehr stark an Indiana Jones. Auch von dem Setting her und so. Ja. Also da hat er ja dann trotzdem wo die eine oder andere Freiheit dann gehabt, dass er da was machen darf. Oder der Spielberg hat da geschlafen. Kann natürlich auch sein. Aber es ist schon so, wie du sagst. Also, wenn man es nicht, wenn man es jetzt mal wirklich so irgendwie versucht, keine Ahnung, sachlich oder so, zum Sagen, dann ist das für mich eigentlich ein Gareth Edwards, oder nicht eigentlich, sondern ist das für mich ein Gareth Edwards, sein schwächster Film, den ich bisher vor ihm gesehen habe. Auch wenn er gefällt mir, ich finde ihn cool und so. Wie gesagt vorher, es sind viele dumme Szenen dabei, wo du eigentlich sagst, oh Gott, wie kannst du das da gerade machen? Totaler Mist, aber dem Film verzeih's. Aber in seiner Vita von den Filmen, die ich bis jetzt gesehen habe, weil wir haben ja davor, wie du schon gesagt hast, wir haben Godzilla, Star Wars Rogue One, The Creator und Monsters, das ja dann auch sein Durchbruch war. Da ist das dann, da merkst du, dass das auch nicht so 100% seine eigene Handschrift ist und dass das halt dadurch dann auch eher sein schwächster Film für mich geworden ist. Ja, genau. Aber nichtsdestotrotz, er hat uns auf jeden Fall Spaß gemacht. Wir waren positiv überrascht am Ende. Also wo der Trailer rausgekommen ist, da war ich erstmal voll negativ. Aber ich dachte, oh na, lass das halt jetzt einfach. Ist das jetzt ernst? Hab's das nach dem dritten Teil nicht begraben können, oder was? Nee, haben's gesagt. Ja, genau. Also deswegen, ich gehe ja sehr stark davon aus, es wird nicht der letzte Jurassic World Film gewesen sein, den wir da gesehen haben. Ich glaube auch nicht, weil er hat jetzt, ich glaube, beim Budget von circa 180 Millionen sind wir jetzt schon fast bei 700 Millionen weltweit. Ich denke, dass das genug ist, dass man da weiter manken kann. Ja. Und ich sag, macht es immer so wie den. Finde ich voll geil. Schickt Leute auf irgendeine Insel, lasst es vor die Dinos davor laufen und ich bin befriedigt. Mehr brauche ich nicht. Oder vielleicht einmal wie bei Jurassic Park 2 am Ende nur durch die Stadt durchlaufen lassen, das fand ich auch ganz cool. Aber haut's ab mit dem Mist von Teil 3 zum Beispiel. Das, jeden Dino mit der Hand vor das Gesicht halten und er ist dann gezähmtes Hündchen und so ein Bullshit. Haut's ab damit. Die Dinos, das ist auch, wo ich sage, bei Rebirth sind die Dinos endlich wieder richtige Gefahr gewesen. Da waren wirklich Szenen dabei, wo du sagst, ich scheiß mir die Hosen voll, aber bei dem Teil davor, wenn ich, das nächste muss ich mir gerade den vors Gesicht halten, dann habe ich zumindest noch mehr Zeit, dass ich abhauen kann. Ja. Pisser. Scheiß Chris Pratt, die hau die ein. Ja, da wusste doch na, reden wir nicht über Teil 3. Über Herzog-Sägewerke Tischen, oder wisst ihr, was wir meinen? Ja, was mir ein bisschen, ich weiß jetzt so recht, ob ich mich da täusche, aber mir ist so vorgekommen, als hätten wir relativ wenige Animatronics gehabt, als war das überwiegend fast alles nur animiert gewesen an Dinos. Ich habe zwar zum Beispiel gelesen, dass man die Dolores da, die kleine Cutie, süß, dass die anscheinend schon Animatronic war. Was? Aber für mich hat die durchgehend animiert ausgeschaut. Ja. Ich weiß nicht, ob die dann da irgendwie noch drüber CGI'd haben, dass es von Haus aus jetzt nicht animiert ausschaut, auch wenn es Animatronics sind. Aber ich habe nie das haptische Gefühl gehabt, wie es bei Jurassic Park hast oder zum Beispiel bei Jurassic World 2, da haben sie auch wieder mit mehr Animatronics gearbeitet,
Das Gefühl hat mir kein einziger Dino in dem Teil vermittelt. Das fand ich ein wenig schade. Weil vielleicht höchstens eben nur der Mosasaurus da im Wasser. Aber gut, da fällt es wahrscheinlich ja einfach nicht so stark auf. Also die kamen mir am realistischsten vor. Am schwächsten fand die Titanosaurus. Also die Riesenviecher. Ja, und eigentlich schon auch Dolores, weil die war ja also stark dann immer wieder in Szene gesetzt und da merkt man es halt dann auch voll, dass das animiert ist, aber okay. Aber ist anscheinend trotzdem auch, natürlich ist eh klar, dass das Mischen mit Animatronics und CGI, aber mir kam die durchgehend animiert vor, nur CGI, aber ist anscheinend auch ein Roboter drunter gewesen, aber für mich ist das, aber wie du sagst, wenn es die Titanosaurus am Fuß so gelangen, wo ich mir gedacht habe, das war eigentlich so prädestinierte Szene, so diesen Ausschnitt vom Fuß nachzubauen, aber da hast du auch irgendwie, das hat für mich auch nur animiert ausgeschaut, also ich habe nie das Gefühl von Puppen gekriegt und das fand ich ein bisschen schade, zumindest, aber vielleicht haben sie Angst gehabt, dass wieder ausschauen wie so richtig billige Puppen wie eben bei Dominion, weil da haben sie richtig beschissen teilweise ausgeschaut, die Puppen, wo ich dachte, ja, da macht es lieber mit dem Computer, ist offen. Ja. Was ich schade fand, ist ein bisschen, ich habe welche von meinen Lieblingsdinos vermisst in dem Teil. Man sagt sie zwar, aber leider nur zu kurz, die Raptoren. Das fand ich ein bisschen schade. Das fand ich aber tatsächlich gut, dass die nicht so stark in Szene gesetzt haben. Weil das wäre ja dann... Ich mag die schon immer gern, weil die immer so... Ja, aber das haben sie richtig jetzt eklig. So stark ausgedehnt in den letzten 3 Teilen. Da haben sie mich auch genervt. Da hätte es nicht so, da hätte es zum Beispiel weniger braucht, weil das hat mich genervt. Hey, machen wir Moped-Tour miteinander. Voll geil, Alter. Machen wir uns nur Lederjacken dazu, oder wir MC Raptoren und so Mist. Da haben sie mich auch genervt. Ich wollte wieder so Raptoren wie in die Parkteile, wo es wirklich gefährlich sind, wo sie sich anschleichen und die Leute richtig schön jagen, auf das hätte ich Bock gehabt. Ja, aber da haben sie ja dann relativ schnell und schön gesagt, okay, das ist hier nicht das gefährlichste Viech, das auf der Insel rumläuft. Und für alle, die keine Archäologen sind, für unsere Hörer, weil Corby und ich sind ja ausgebildete Archäologen, diese Flugdinos, nicht die Quitzel-Lapotzel-Thema, die du vorher gesagt hast, sondern die anderen, die fliegen können, das sind übrigens Mutanten, das sind keine echten Dinos. Die so ein bisschen eulenartig ausschauen. Mutadon, eine Mischung aus Velociraptor und Pteranodon. Mutadon, auch genannt Veliciranodon. Mutadon, da hat sich aber jemand richtig Mühe gegeben. Brutal. Und was auch crazy ist bei dem Film, wir haben den ersten On-Screen-Kill vom Dino durch einen Menschen. So einen richtigen brutalen. Echt? Ja. Den ersten? Ja. Man hat zwar in Jurassic Park 2 hat man ja damals die Szene gehabt, wo die Tochter von Ian Malcolm den Raptor ja so obertritt und er sie dann aufspießt. Aber da sagt man ja noch schreien und so weiter, er ist noch nicht tot. Und in dem Teil, der Ding von der Sora, wenn es den anderen über die schießt, das ist der erste richtige On-Screen-Kill, der richtig, in Anführungszeichen, brutal ist, weil er da, was man sieht, 5-6 Mal draufbolzt und dann 6 dass er stirbt. Mhm. Boah, krass. Jetzt geht's richtig ab hier. Also, oder da haben wir, glaube ich, auch über Alexia mit dem Mike drüber geredet. Also, er ist schon an der einen oder anderen Stelle sehr gorig. Also, mit Kindern nur unter Bedacht ins Kino gehe. Ja, da ist der Erziehungsberechtigte tatsächlich wirklich mal in der Verantwortung, sich zu überlegen, ob mein Kind das vertragt oder nicht. Ja. Weil vor allem das Finale, also wenn es dann halt in der Nacht ist und der Nebel da ist und der T-Rex da umeinander schleicht und so, also das ist schon, das hat schon richtig gut dunkle Atmosphäre gehabt, die Szenerie. Wir haben mal Glück gehabt, dass wir in dem Moment Händchen halten haben können. Schwänzchen halten war das. War klar. War klar. Ich hab die Hand zumindest im Schritt gehabt. Ja gut, dann da ich fast sagen, schauen wir schon mal ein bisschen in Richtung Fazit, oder? Können wir starten. Tops und Flops. Was ist denn bei dir Top? Mein Top ist in dem Fall, glaube ich, die Anfangswasserszenerie, das ist mein Top, die fand ich richtig geil mit dem, wenn da die Spinosaurier und der Mosasaurus daherkommen, das ist schon richtig geil gewesen. Das hat richtig Spaß gemacht, das ist jetzt Abenteuer, Dino, Kino, wie es sein soll, so mag ich das. Und mein Flop ist eher ein Versuch, Verstecken spielen auf eine nächste Ebene zu heben. Das war eine der Szenen, wie gesagt, es gibt mehrere, wo du den Tint vom Gesicht zusammenschlagen möchtest, aber das hat mich wirklich gestört, weil das mindestens vorgekommen ist, dass du sagst, wie soll das gehen, dass ich das nicht gesehen hab? Das ist einfach unmöglich, halt's euer Maul.
Das ist mein großer Flop dran. Okay. Und ich möchte auch Dolores haben. Okay, so begeistert warst du davon. Ja, Kim, die ist ultra cute, die Kleine. Ja, die wird aber irgendwann groß. Nein, die hat's auch so in klar gegeben, diese Rasse Dinos. Die hat's, so. ich weiß, kann schon sein, dass die noch ein bisschen größer wird, aber die hat's auch ziemlich klar gegeben, diese Rasse. Okay. Ja, und da bin ich einfach ein Opfer von Cuteness-Sachen. Da haben sie mich sofort. Übrigens, bevor ich es vergiss, muss ich nur kurz einschmeißen, weißt du nur das Fischernetz, was aus dem Wasser hin, wo nur der abbissene Kopf drin liegt. Ja. Das ist eine Anspielung an den Dunkleos Theos, heißt der Dino, und von dem ist bisher tatsächlich nur ein Kopffossil gefunden worden. Darum haben sie nur den Kopf da drinnen gehabt. Geil. Wir wieder als Archäologen, wir wissen sowas. Ja, klar. Also mir war das sofort klar, aber ich habe den Namen nicht mehr gewusst. Ja, der ist ein bisschen kompliziert, wie der Quitzelquatzel. Quitzequatzel. So, du hast jetzt im Endeffekt mein Top mir vorweggenommen. Also für mich waren auch die Wasserszenen das, was am aufregendsten war. Aber ich kann noch mal was draufsetzen. Und zwar, wenn die dann endlich auf der Insel ankommen, also endlich in Anführungsstrichen, habe ich mir gedacht, boah, wie geil. Also bis jetzt war der Film schon Bombe. Also für einen Actionfilm mit Dinos. Und jetzt sind die erst auf der Insel. Und jetzt geht's ja eigentlich erst richtig los. Ja. Das fand ich echt cool. Also da hat der Film schon meine Erwartungen weit übertroffen. Flop ist für mich der Titel. Also noch eindeutiger kann Universal an der Stelle nicht sagen, okay, wir fangen nochmal von vorne und bitte geht's mal ins Kino. Bitte kommt's, bitte. Das finde ich irgendwie echt schwach. Da hätte ich es geiler gefunden, wenn sie halt wirklich was Eigenständiges gemacht hätten, so wie Rogue One im Star Wars Universum, dass man halt dann sagt, okay, und das ist jetzt mal ein eigenständiger Jurassic World Film. Du hast dann Jurassic Universe, damit er sich abhebt. Ja, oder Jurassic World Hard. Jetzt hast recht. Nein, einfach nur Hard. Weißt du schon? Da fragt man sich dann, okay, und dann komisch, um was soll es da gehen oder so, und dann, ja, hätte ich cool gefunden. Ja, aber da brauchen sie eine sichere Bank bei Jurassic World, wenn sie da knappe 200 Millionen reinbuttern. Ja, trotzdem. Da müssen sie bitte sagen, Jurassic World, bitte, geht's ins Kino, heißt das. Ja. Jurassic World, sorry and now please go back to the cinema. Wir haben bitte gesagt, bitte. Aber ich glaube, wir sind einer der wenigen Podcasts, die diesen Film mal loben. Ja, weil die anderen Podcasts alle blöd sind. Jetzt machen wir Die haben nur alle keine Ahnung. Triple Threat. Carney, kämen in dem Film Titten vor. Nur eingepackt. Und wie schaut's aus mit Trompeten? Auch nur eingepackt. Und mit toten Tieren? Ja, da haben wir schon was. Ja. Da haben wir auf alle Fälle 2 Szenen. Vor allem, wenn man jetzt Dinos auch noch mit reinzählt, dann sterben da schon ein paar. Jo. Gut, sehr schön. Einer von 3. Ja. Ganz schön mau. Brauchst du nicht wundern, dass ich die anderen Podcasts absage, nur Drecksfilm. Ich war sehr gut unterhalten, mir hat das Spaß gemacht. Man muss auf alle Fälle mal 1, 2 Augen zudrücken, immer wieder mal, aber wenn man das kann und den Kopf ein bisschen ausschaltet bei der Sache, dann kann man da schon viel Spaß haben mit dem Ding. Und nach Dominion ist es wirklich eine Wohltat gewesen. Ja, das stimmt. Also das hat Dominion zumindest gut gemacht, dass alles, was danach kommt, schon mal besser läuft. Messlatte sehr niedrig gesetzt. Es hat dem Film auch echt gut da, dass man mal keine Charaktere aus dem Jurassic Park Universum oder bisherigen Jurassic World Universum wieder mit einbaut, sondern einfach sagt, okay, wirklich ihr neu. seid jetzt neu, ihr fangt jetzt an neu mit den ganzen Erfahrungen. Das fand ich Die werden ja nicht wirklich, ich glaube, der einzige, der Erwähnung findet, ist ja der Dr. Grant, weil der Dr. Loomis ja dann einmal sagt, dass er unter dem Dr. Grant mal gearbeitet oder gelernt hat. Ja. Und ich glaube, irgendwas habe ich noch gelesen, dass er seine Kleidung am Anfang auch Hommage ist an Dr. Grant, sein Outfit im ersten Teil, aber kann sein, aufs Gewand schaue ich nicht so viel. Na. Ich schaue nur auf den Arsch. Super. Ja gut, dann, wir haben für euch eine Empfehlung ausgesprochen, das heißt, wer noch neben Kino war, schnell, beeilt euch, geht's ins Kino, schaut euch die süßen kleinen Dinos an. Dolores! Kriegt der Potato von mir, Dolores. Und wer schon im Kino war, der schreibt uns jetzt in die Kommentare, was er von dem Film hält. Haben wir diesen Film zu Unrecht gelobt oder sagt ihr, leid, das war mal wieder ein Scheißdreck vor dem Herrn? Weg damit. Ja, dann wird aber ein Kommentar gelöscht, mag ich nichts hören. Super, das Einzige, was weg damit ist der Kommentar. Ach, Kani. Ja, da gibt's hier ordentliche Medienkontrolle. Wir sind doch Autokratie. hier in... Na, nix da. Trump-Style.
Meinungsfreiheit, da darf jeder sagen, was er will. Oh, ich darf halt gar nichts mehr sagen. Außer ihr sagt was gegen unseren Podcast, dann wird es ganz sicher gelöscht. Dann gibt's aufs Maul. Ja. Aber die meisten von euch haben wir ja lieb. Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt. Nicht von der Wiedergeburt. Na, vom Äquator. Ah, okay, passt. Ja, schau, das wäre besser gewesen. Hätte ich halt fast selber sagen müssen. Ich wollte für die Wiedergeburt noch mit dabei haben, weil du den Titel so feierst. Macht es gut, danke. Ich bedanke mich auch. Bis dann. Tschüssi.